Drittstation. Ich weiß, dass Gedichter munnig Leid aufschrecken. Sie gelten dacks als unverständlich. Das muss aber nicht so sein. An dieser dritten Station von unserem Parcours steht ein Gedicht von der Marie-Louise Kaschnitz am Mittelpunkt. Und das leicht zugänglich. Was allerdings kann dazu verleiten, zu viel sehr drüber wegzulesen. Und für das zu verhindern, steht daneben ein zweiten Text von einem Mann, den auch ein Schriftsteller ist, ein Poet zugleich, dem Walter Helmut Fritz. Hier ist es nicht so schwer, für den Text von der Kaschnitz ganz echt zu holen, also seine eigenen Gedanken drüber zu machen. Und dann recht mir den, was so dacks der Fall ist, dass den Gedichttext viel zu viel sehr gelesen wird und dann ad acta gelöscht wird. Lost erst Zeit. Es geht wirklich nicht darum, so sehr wie möglich zum Schluss zu kommen. Die wichtigen Sachen lassen sich nie im Handumdrehen ad acta legen. An einem von seinen eigenen Gedichten schreibt der Walter Helmut Fritz: Sieh lange hin. Den Weg hier siehst du jeden Tag. Und doch blieb er verhüllt. Sieh wieder hin. Sieh lange hin, bis du begreifst, dass du ihn nie gesehen, dass er sich erst in diesem Augenblick enthüllt. Das Invitation, die alltäglich Wittes raufzuschrauben, sich Zeit zu holen, Pausen anzulehnen, gültet echt zu holen. Gerade poetische Texte verlangen eine Doppelaufmerksamkeit, verdrohe kein Hetz, und kein Stress.